Alright, ich bin ja jetzt zum YouTuber geworden, YouTube-Pastor, und da muss man die Leute, die von zu Hause schauen, ganz neu packen. Man muss am Anfang ziemlich die krassen Dinge bringen, sonst hängen die gleich ab. Ich habe hier eine Zahl, und zwar gibt es in der Bibel 1950 Befehle im Neuen Testament nur alleine. Es gibt noch mehr, aber im Neuen Testament 1950 Befehle, die wir Christen eigentlich einhalten sollen, denen wir folgen sollen. Ich stöße nicht auf große Begeisterung, weil ihr wahrscheinlich genauso freiheitsliebend seid, wie ich das bin. Und ehrlich gesagt ist es für mich schon manchmal ein bisschen beengend und einschüchternd, dass es in der Bibel so viele Dinge hat, die man tun sollte oder einhalten sollte. Speziell, weil sich das Christentum damit rühmt, eigentlich zu sagen, wir sind keine Religion, sondern es geht darum, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben, die befreiend ist. Und jetzt regiert doch die Gnade, aber trotzdem hat es in der Bibel so viele Befehle, Vorsätze, Dinge, die man tun muss. Also wenn du draußen schaust, auf YouTube, zu Hause schaust, bleib dran. Du wirst am Ende dieser Predigt sagen, ich liebe Befehle. Das ist mein Versprechen, okay? Es wird gut. Vielleicht hilft es dir zu verstehen, wieso die Bibel so viele Befehle hat, weil Gott seine Kirche auch als eine Armee ansieht. Und wenn man zu einer Armee kommuniziert, dann kommuniziert man ja auch anders, als wenn man zum Beispiel zu seinen Kindern kommuniziert. Also wenn Gott, der Vater, mit seinen Kindern kommuniziert, dann kommuniziert er durch Ermutigung. Weil die Aufgabe eines Vaters ist Ermutigung, damit die Kinder wachsen. Wenn Jesus, der Bräutigam, zu seiner Braut kommuniziert, dann tut er das intim. Er tut es im Flüstern. Ich liebe, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Das ist intim, das ist eine intime Beziehung. Aber wenn der Könige mit uns redet, dann redet er zu uns als die Armee Gottes. Und er kommuniziert durch Befehle. Und vielleicht hilft es euch zu verstehen, wir sind eine Armee und in der Armee geht es darum, dass man Land einnimmt, dass man vorwärts geht, dass man den König repräsentiert. Und das ist die Church unkaputtbar. Ich werde heute über die Armee Gottes reden, dass eine Kirche eine Armee ist. Und ich weiß, ich liebe das Bild der Familie. Die Kirche ist eine Familie. Und so gestalten wir auch meistens das Leben und so behandeln wir auch die Bibel. Weil die Bibel, die hat eben viele Sachen, womit wir vielleicht nicht auf den ersten Blick einverstanden sind. Und viele lieben es, über die Bibel zu diskutieren, weil der Unterschied zwischen einer Familie und einer Armee ist, dass man in einer Familie alles diskutiert. Alles ist eine Diskussion, alles wird in die Waagschale gelegt. Das kenne ich als Vater. Die 4 grundlegenden Dinge des Lebens, wie man Kinder erzieht, wie man mit Kindern vorwärts geht. Wisst ihr, das erste ist schlafen gehen. Am Abend. Kinder, es ist Zeit für ins Bett. Nein! Ein Riesendrama. Und es wird alles in die Waagschale gelegt, was ich sage. Und dann sage ich, zieht das Pyjama an und dann verstreichen 10 Minuten und wieso seid ihr noch nicht angezogen und wir wollen noch nicht ins Bett oder dann sagen sie, ich kann das Pyjama nicht finden. Also, dann suche ich halt das Pyjama. Und dann ist schon eigentlich 8 Uhr ist Bettzeit. Aber dann ist schon 7:45. Und dann kommen sie noch, ja, du hast uns noch versprochen, dass wir noch was zusammen spielen. Okay, spielen wir noch eine Runde Schwarz-Peter. Eine Runde. Aber weil ich die Runde verliere, müssen wir noch eine zweite anschließen. Weil ich gehe nicht gerne als Verlierer ins Bett. Und dann spielen wir 3 Runden, weil ich auch die zweite verliere. Und dann ist es schon 8:45. Und dann jetzt ist höchste Zeit. Zähne putzen. Hygiene ist die zweite Basissache im Leben von Kindererziehung. Und das wird aufs Höchste angefochten. Meine Befehle werden missachtet. Es wird immer diskutiert. Nein, ich will nicht die Zähne putzen. Ich gehe jetzt die Zähne putzen. Dann liegen die Kinder im Bett und ich komme zu Lukas. Lukas, hast du die Zähne geputzt? Mhm. Hauch mich an. Das riecht nicht nach Pfefferminze. Ab die Zähne putzen! Kommst in die Toilette. Schaust in die Toilette hinein. Wer hat nicht gespült?
Jeden Abend schaue ich mir Kacke an und frage, zu wem gehört die? Janis, Lukas, Samuel, hierher. Wer war's? Wer hat nicht gespielt? Ich nicht. Ich war's auch nicht. Ich war's auch nicht. Niemand war's. Also mach ich's. Endlich geht's ins Bett. Am nächsten Morgen Kleider anziehen, bevor man in die Schule geht. In einer Familie kann man alles diskutieren. Man muss keine Befehle beachten, sondern Kinder, es ist Zeit, dass ihr euch anzieht, wir gehen in die Schule. Passiert nichts für eine Viertelstunde. Jetzt ist höchste Zeit, in 10 Minuten müsst ihr in der Schule sein. Zieht die Kleider an, schnell. Und zieht alle an, auch wechselt die Unterhosen. Die Unterhosen werden aber meistens nicht gewechselt. Aber eben weil die Zeit ausbleibt, ein Kompromiss ist okay, wir lassen es. Heute Abend werden sie gewechselt. Und dann Mittagessen. Also wirklich, schlafen gehen, Hygiene, anziehen. Auch aus dem, wir heizen ja zu Hause, also jetzt momentan nicht, aber jeden Tag, jeden Morgen das gleiche Drama. Zieh die Jacke an, wenn du in die Schule gehst. Nein, ich hab heiß. Ja, drin ist es heißer als draußen. Alles wird diskutiert. Kommen Sie zum Essen nach Hause. Du schöpfst Pasta, ein bisschen Fleisch, natürlich auch Salat. Ein Riesendrama. Nein, ich will keinen Salat. Ich hasse Salat. Also nimmst du ein bisschen weniger. Nein, ist viel zu viel, ich mag nicht mehr. Dann sagst du, okay. Wenn du ein bisschen isst, die Hälfte isst, dann kriegst du auch ein Dessert. Also esse ich die Hälfte aus jedem Teller von Salat. Am Schluss haben sie alle eine Gabel und sie kriegen trotzdem ihre Glasse. In einer Familie wird alles diskutiert. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie es in einer Armee wäre, wo man alles hinterfragt, alles in die Waagschale wirft. Das Reich Gottes würde niemals seinen Platz einnehmen. In einer Familie geht es darum, dass Wachstum geschieht. Deshalb sage ich auch den Kindern, ihr müsst es tun, aber ich komme ihnen auch entgegen, damit sie endlich dann dorthin kommen. Aber in einer Armee geht es nicht um Wachstum. Das Ziel ist Sieg. Und darum müssen wir verstehen, dass Gott Dinge befiehlt, die wir nicht einfach in die Waagschale werfen sollen, nicht hinterfragen sollen in dem Sinn, einfach mal tun sollen, weil die Kirche hat einen Auftrag. Und hier bin ich beim Titel der heutigen Predigt, der lautet, das Machtwort der Bibel ist die Durchschlagskraft der Kirche. Ich will ein Amen hören. Ich habe euch gesagt, ihr werdet heute aus dem Gottesdienst gehen und sagen, ich liebe Befehle. Das ist wirklich mein Ziel. Die Bibel hat eine befehlshaberische Art und Weise, aber sie dient dazu, dass sie eine bevollmächtigte Art und Weise hat, wie sie durchs Leben geht. Meine Hauptaussage von dieser Predigt ist, mit dem Befehl kommt die Vollmacht und mit der Vollmacht kommt der Durchbruch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen als Kirche, als Leib Christi, im Durchbruch zu leben. Dass wir in dem gehen, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Ich möchte in den Text gehen, ein bekannter Text aus Matthäus 8. Und hier erleben wir, wie Jesus nach Kapernaum kommt und dort begegnet ihm ein römischer Soldat. Es ist ein Centurion, ein Hauptmann. Und er sagt, mein Diener ist schwer krank. Er leidet große Schmerzen. Und bei Jesus dreht es schnell und er sagt, hey, soll ich zu dir nach Hause kommen? Und hier kommt die Antwort des Hauptmanns. Er sagt, Herr, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Zuhause zu besuchen oder zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe einem höheren Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er das. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig,
Solch einen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Mich beeindruckt diese Geschichte, weil Jesus voll auf diesen Glauben, den dieser Hauptmann hat, abfährt. Der Diener wurde zur selben Stunde gesund, lesen wir. Aber was der Hauptmann ausdrückte, war ein Gehorsam. In dem Sinn, Gehorsam heißt, ich bringe meinen Glauben nicht auf mein Niveau runter, sondern ich glaube mal dem, was du sagst. Vielleicht verstehe ich es nicht ganz, vielleicht kapiere ich es nicht, wie das passieren soll, aber ich bringe den Glauben nicht auf mein Niveau runter, wo ich bin, sondern ich glaube dem, der diesen Befehl gegeben hat, derjenige, der die Vollmacht hat. Ich möchte das illustrieren, dass ihr versteht, was der römische Hauptmann genau begriffen hat, was Jesus so beeindruckte. Er war Hauptmann einer Zenturie. Eine Zenturie besteht aus 100 Mann. Das sind 80 Soldaten und 20 Begleitpersonen, die geholfen haben, dass diese Zenturie funktioniert, mit Kochen und Gepäckschleppen und alles, was dazu gehört. Also er hatte 80 Soldaten unter sich. Das nächste ist, der nächste Rang, höhere Rang, ist ein Manipel. Das besteht aus 2 Zenturien. Dann das nächste ist eine Kohorte. Eine Kohorte besteht aus 6 Zenturien. Und da war auch wieder ein Commander über eine Kohorte. Und jetzt eine Legion, eine römische Legion bestand aus eigentlich 6.000 Mann, 4.800 Soldaten, 1.200 Begleitpersonen. Und da war auch wieder eine, also das war der nächste Level. Und wer hat eine Legion geführt? Das war wieder jemand. Und irgendwo über der Legion dann war das Wort Cäsars. Und wenn Cäsar was gesagt hat, wir greifen die Gallier an. Ich kann es vorstellen, Asterix, hey. Wenn er sagt, das tun wir, dann hat es der Commander der Legion gesagt. Dann hat es all die Commanders der Kohorte gesagt. Dann haben es die Commander der Manipel gesagt. Und dann eben auch der Centurion. Und er hat verstanden, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob es mein Vorgesetzter sagt oder Cäsar. Weil das Wort kommt von ganz oben. Er hat auch verstanden, dass seine Soldaten, die begreifen, was er sagt als Centurio, ist dasselbe, als würde es Cäsar sagen. Und deshalb folgen sie ihm. Und mich begeistert, dass hier der Centurio zeigt eigentlich etwas auf, wie wir auch gehorsam sein können in den Befehlen, die Gott sagt. Denn durch den Befehl kriegen wir eine Vollmacht von ganz oben. Das geht sogar für total unreife Personen. Du kannst sagen, ja, vielleicht bin ich noch nicht der Christ, der dort sein sollte, wo er sein sollte. Spielt keine Rolle, wenn du einem Befehl folgst, wenn die Bibel was sagt, tu das. Dann hat das nichts mit dir zu tun, wo du bist im Leben, wie weit du bist, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, dass der König der Könige was gesagt hat und deshalb funktioniert es. Vielleicht sagst du, ja, ich bin noch unerfahren, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Spielt keine Rolle. Wenn es die Bibel sagt, dann ist es ein Befehl von ganz oben. Und deshalb hat es Kraft, deshalb hast du auch eine Vollmacht in dem und es hat wenig mit dir zu tun. Vielleicht sagst du, ich bin unsicher. Ich habe keine Ahnung, ob ich die richtige Person bin für das. Gute Neuigkeiten. Wenn Gott etwas sagt, dann hat es nichts mit dir zu tun, sondern mit der Autorität, die er dir gegeben hat. Es kommt nicht darauf an, wie weit du schon bist. Es ist auch kein Unterschied zwischen einem Gemeindeglied und einem Pastor. Wir haben dieselbe Vollmacht, weil Gott das gegeben hat. Und es geht hinunter. Wenn wir einem Befehl folgen, einem Gebot, einer Anweisung in der Bibel, haben wir eine Durchschlagskraft. Und das haut mich vom Socken. Wisst ihr, wenn wir biblischen Befehlen folgen, dann sind wir besser dran,
als wenn wir sie ignorieren. Das müssen wir glauben, weil es von Gott kommt. Weil er oben ist in dem Sinn und auch einen größeren Überblick hat. Cäsar weiß etwas, weiß viel mehr als derjenige, der irgendwo in einer Zenturie drin steht mit seinem Schild und einem Schwert und keine Ahnung von der Schlacht hat. Du bist in Schlachten involviert, du gehst Kämpfe durch, du hast keine Ahnung, was passiert. Aber der König der Könige sieht dein Leben, sieht die Zusammenhänge, weiß, wo es hingeht und deshalb kannst du ihm vertrauen und sagen, Herr, auf dein Wort. Ich glaube es. Die Bibel ist so voller Befehle. Sagt zum Beispiel, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Wieso sollten wir sowas anfechten, wenn Gott über uns steht und das Ganze sieht? Sie sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird alles andere hinzugefügt werden. Sie sagt, vergebt einander. Ich weiß nicht, wieso ich der Person vergeben soll oder ich fühle mich noch nicht danach. Weißt du was, das hat nichts mit dir zu tun. Es ist ein Befehl von Gott, weil er weiß, wenn du vergibst, dann löst das ganz viele andere Dinge in deinem Leben, die du selber nicht lösen konntest. Wenn Gott sagt, ordnet euch unter, er hat einen Plan. Und du sagen kannst, ja, ist mir zu dumm. Wer bist du schon? Wieso bringst du den Glauben immer auf deine Ebene runter, wo du sowieso keine Ahnung hast von den großen Dingen, die Gott vorhat? Nicht zuletzt hat sich die Bibel für mehrere Jahrtausend bewährt. Also, wenn es nicht funktionieren würde, würden wir auch heute nicht die Bibel glauben. Also, so dumm sind wir nicht. Es funktioniert irgendwie. Die Bibel sagt, haltet euch fern von Unzucht, seid geduldig, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, lasst kein böses Wort über eure Lippen kommen. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Du kannst sagen, ja, wie soll ich das tun und ich fühle mich nicht danach. Tu es einfach. Weil du bist besser dran, wenn du es tust, weil Gott etwas weiß, weil er etwas sieht für dich. Wir haben einen König, der eine andere Perspektive hat, der ganz andere Möglichkeiten hat als du. Wieso bringen wir alles immer runter auf unser Niveau? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir als Kirche auch verstehen, hey, wir sind eine Armee, wir sind nicht nur Family, wir haben es ein bisschen glatt miteinander. Ich stelle mir auch vor, wie sehen unsere Kleingruppen aus, wenn man nicht alles zu Boden diskutieren muss, was ein Bibeltext ist. Das ist Familie, weil das hilft dir, zum etwas zu verstehen. Aber das hemmt dich von der Kraft, die im Wort ist. Und ich kann mir auch mal eine Kleingruppe vorstellen, wo wir einfach mal sagen, es steht geschrieben, jetzt tun wir es diese Woche. Und geben dann einen Report nächste Woche, wie es funktioniert hat. Das wäre mal eine coole Kleingruppe. Wir sind zu akademisch, wir versuchen alles immer hier zu verstehen, ohne mal in der Vollmacht zu gehen, die Gott uns gegeben hat, die in seinem Wort liegt. Wenn es dir ebenfalls schwerfällt, Befehlen zu folgen, mir fällt es schwer. Also, wenn Juana was sagt, ich diskutiere auch gerne. Bin ich der Typ, der auf Befehle steht. Ich war zwar im Militär, aber es ist nicht meine Welt. Ich möchte dir 3 einfache Hilfen geben, wie du mit den Befehlen in der Bibel umgehen kannst, damit es dein Leben bereichert, damit du sagst, wow, zum Glück stehen jetzt nur im Neuen Testament schon 1150 Befehle und das ist gut für mich. Seid ihr bereit? Mein erster Punkt ist, fragen statt hinterfragen. Manchmal schäme ich mich für das, was ich lese in der Bibel oder was ich vertreten soll. Manchmal regt es mich auf. Manchmal finde ich es total veraltet. Manchmal richtig unmenschlich. Manchmal total utopisch. Das sage ich als Pastor, echt. Ich verstehe lange nicht alles. Aber wer bin ich, um die Bibel zu hinterfragen? Folgender Vers. Jesaja 40. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf der Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Also,
Wer bist du, um das zu hinterfragen? Gott ist souverän, aber wir haben ein Anrecht darauf, Fragen zu stellen. Wisst ihr, jemand, der etwas hinterfragt, der ist ein elender Besserwisser. Der erhebt sich schon mal über das. Aber wir müssen keine Besserwisser sein, weil das sind wir eh nicht. Wir haben so keine Ahnung. Die Geschichte, die Gott schreibt, die funktioniert schon Jahrtausende. Er ist mit seinem Volk unterwegs, er ist mit seiner Absicht unterwegs und wir sind einfach ein kleiner Teil irgendwo. Wieso sollten wir plötzlich alles hinterfragen und denken, ja, das war früher so und heute ist es ganz anders? Wer bist du? Aber du hast absolutes Anrecht, Fragen zu stellen. Ich kann euch sagen, für mich eine stille Zeit hat mehr damit zu tun, Fragen zu stellen, als irgendwie Dinge zu beten und Gott zu danken. Weil ich verstehe so vieles nicht. Aber wenn wir Fragen stellen, nehmen wir die richtige Haltung ein. Dann sagen wir, Herr, ich verstehe es zwar nicht, ich habe Mühe damit, hilf mir, es zu verstehen. Ich will ein Lernender sein. Wisst ihr, Befehle sind so wichtig, weil sie bringen uns in die Position, wo wir nicht auf Augenhöhe sind, sondern wir anerkennen müssen, ich bin drunter, ich weiß weniger. Und wisst ihr, wieso das so gut ist? Weil die Bibel sagt, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und ein Geheimnis, und deshalb liebe ich die Befehle in der Bibel, weil wenn wir denen folgen und das mit der richtigen Haltung tun, nicht so, dann mache ich es halt, sondern Herr, du hast etwas gesprochen, ich verstehe es vielleicht nicht, ich tue das jetzt mal im Gehorsam. Damit wird Gnade freigesetzt. Und ich kann euch sagen, ich möchte nicht ein Leben ohne Gnade leben. Weil Gnade heißt, da ist etwas anderes drin als nur meine menschenmöglichen Ressourcen. Sondern da ist Gott, da schenkt Gott Gelingen. Da bringt Gott Dinge zusammen. Du hast eine Verantwortung, Fragen zu stellen. Es geht nicht um blinden Gehorsam. Du hast ein Anrecht, Fragen zu stellen. Aber versuch nicht der Revoluzer zu sein, irgendwie derjenige, der es besser weiß. Damit verpasst du etwas von dem Geheimnis, das in den Befehlen Gottes steht. Er sieht uns als Armee. Mein zweiter Punkt. Erfahren statt einfach wissen. Bekannte Bibelstelle aus Johannes 8, da steht geschrieben, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die englische Version ist viel schöner. And the truth will set you free. Ich liebe dieses Wort erkennen. Wisst ihr, im Griechischen heißt es Gynosko. Und das Wort ist dasselbe Wort, das die Bibel braucht, wenn sich ein Mann und eine Frau erkennen. Wenn die Bibel von Mann und Frau sich erkennen redet, dann redet sie immer davon, dass sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben. Dass sie jetzt verheiratet sind, dass sie jetzt ein Fleisch sind. Ist ja ein Mann und eine Frau, die sich gedatet haben, die sich kennen, aber jetzt kennen sie sich intim. Jetzt sind sie eine Erfahrung weiter, als nur von verstanden haben. Ist gut, wenn ich noch ein bisschen über Sex rede, weil da habe ich eure Aufmerksamkeit und diejenigen zu Hause hören noch nicht auf. Wisst ihr, das Ding, ich sage es mal, ich habe erst Mal Sex gehabt mit 26, Hochzeitsnacht, 27.10.2007. Ich war 26. Ich habe aber schon vorher über Sex gewusst. Ich habe in der Schule Aufklärung gehabt. Man interessiert sich ja über dieses Thema, man informiert sich ein bisschen. Nicht zuletzt habe ich diverse James-Bond-Movies geschaut und da hat es jedes Mal auch eine Sexszene. Also du hast auch in allen Hollywood-Films, du hast ja eine Ahnung, wie das funktionieren würde. Nicht zuletzt hatte ich Fantasien, Vorstellungen, wie das sein könnte. Aber nur das Wissen im Kopf, wie es ist das total anders, als wenn du es erlebst. Und die Bibel braucht dieses Wort, das finde ich so stark. Sie braucht dasselbe Wort wie bei Geschlechtsverkehr.
Es ist eine Erfahrung. Wenn wir einem Befehl folgen, dann ist es nicht etwas, das du hier verstehen musst, sondern der Befehl bringt dich an einen Ort, wo du eine Erfahrung machst und ein Aha-Erlebnis hast und sagst, ich habe es nicht nur im Verstand verstanden, sondern mit Leib und Seele. Ich kann das bezeugen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, ein Erlebnis. Und stellt euch vor, die Bibel befiehlt uns extra so viele Sachen, weil sie will, dass wir nicht zurückgehalten werden und irgendwie alles zuerst erlernen müssen. Und zuerst muss ich in die Bibelschule und zuerst muss ich irgendwie 1000 Predigen gehört haben, damit ich irgendwann das Wort Gottes verstehe. Die Bibel sagt einfach, tu es. Du musst es nicht einmal zuerst verstehen. Mach es. Weil wenn du es tust, dann wirst du eine Erfahrung gemacht haben. Und dann erkennst du, wieso das so wichtig war. Einfach zu vergeben. Nee, die Person hat mich gekränkt, beleidigt. Ich bin nicht dran, ich sehe keinen Grund, wieso ich das tun soll. Die Bibel sagt einfach, du musst es nicht hier verstehen. Tu es. Du wirst eine Erfahrung gemacht haben, die dich im Leben freisetzen wird. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Ich kann euch sagen, die beste stille Zeit meines Lebens, die ich hatte, die ist jetzt genau 15 Jahre her. Ich weiß noch genau. Es war so ein Tag, ich musste am Abend eine Kleingruppe leiten und ich dachte, okay, Herr, ich öffne jetzt die Bibel und du wirst zu mir reden, damit ich auch etwas in der Kleingruppe zu sagen habe. Und ich habe gekämpft und eine Stunde lang in der Bibel rumgeblättert und die hat einfach nicht zu mir gesprochen, die Bibel. Es war alles Nonsens. Ich habe es versucht zu verstehen. Und ich weiß noch, ich glaube, es war der Heilige Geist, der gesagt hat, versuch es nicht zu verstehen, tu es einfach. Und da stand so etwas Simples, lobe den Herrn. Und ich weiß noch, es war in London damals, ich bin für eine halbe Stunde lang einfach spazieren gegangen und habe nichts anderes gemacht als einfach lobe den Herrn. Bis heute, und ich hatte schon viele stille Zeiten, war es meine tiefgründigste, krasseste, begegnungsreichste stille Zeit, die ich mit Gott hatte. Einfach weil ich es getan habe, nicht verstanden habe, aber im Tun ist eine Welt aufgegangen, wo ich Gott so nahe kam, wo ich etwas verstanden habe, wo ich die Wahrheit, die da drin liegt, mir zuteil machen konnte. Es gilt die Erfahrung, nicht das Wissen. Und mein dritter Punkt, mitlaufen statt aufgeben. Ich liebe Hebräer 12. Dort ist die Rede davon, dass es im Himmel eine Wolke von Zeugen gibt, die uns anfeuern im Leben, anspornen und sagen, geh weiter, lauf den Lauf des Lebens, kämpft den guten Kampf des Glaubens, gebt nicht auf, es lohnt sich, legt alles ab, was euch beschwert, um in diesem Lauf vorwärts zu gehen. In der Armee Gottes dürfen wir einfach Mitläufer sein. Denn die Kirche ist auf dem Vormarsch. Wirklich ein Soldat, der muss nicht alles begriffen haben. Der muss nicht Teil vom Briefing gewesen sein, das die Kommandanten hatten und genau wissen, was jetzt der Plan ist und was als nächstes kommt und die Strategie. Der muss einfach mal mitlaufen. Ich ziehe einfach mal los. Ich tue es einfach. Und wenn es heißt, tu das, dann tue ich das. Und es ist okay. Weil die Armee schreitet in den Sieg. Die Kirche ist unkaputtbar. Ich kann euch sagen, sie ist auf dem Vormarsch in den Sieg. Und es gibt nichts Einfacheres, als Teil einer Erfolgsstory zu sein und sagen, ich klinke mich da ein, obschon ich noch nicht alles begriffen habe, obschon ich nicht Teil von dem war, was früher passiert ist, sondern ich ziehe einfach mal mit und erlebe, wie diese Kirche im Sieg geht, wie diese Armee Land einnimmt. Zu sehen, wie das Reich Gottes durch uns in diese Welt kommt. Wow! Wisst ihr, unser Leitvers für diese Predigtserie ist das Matthäus 16, wo Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Die Kirche ist auf dem Vormarsch. Die Kirche ist nicht auf Verteidigungsmodus. Denn es heißt, die Pforten der Hölle, die Pforten sind Teil einer Stadt, der Stadtmauer. Die Hölle
Satan hat sich verbunkert. Der musste sich zurückziehen, weil die Kirche voranstößt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Kirche müssen uns verteidigen. Und ich erlebe Angriffe. Nein, wisst ihr was? Die Kirche greift an. Sie drückt die Finsternis in den Hinterhalt. Sie drückt das Böse weg. Du bist Teil einer Erfolgsstory. Du musst einfach mitgehen. Tu einfach mal das, was man macht. Wieso musst du es hinterfragen? Wieso musst du alles selber begreifen? Die Kirche ist auf Vormarsch. Ich liebe, Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo Leute Vollgas geben und ich kann einfach mitlaufen. Und ich bin noch Teil des Erfolgs. Ich liebe es an Kirche, dass ich als Pastor einfach mitlaufen kann. Wenn jemand einen Monat lang für einen Arbeitskollegen gebetet hat, den Mut hatte, diese Person einzuladen in den Gottesdienst, wirklich dafür gekämpft hat und ich laufe einfach mit, tu mein Ding. Ich habe weniger gekämpft als die Person und erlebe dann am Sonntag, dass die Person ihr Herz für Jesus öffnet. Ich war nur ein Mitläufer. Da hat jemand anders total gekämpft. Du bist Teil einer Erfolgsstory. Die Frage ist, läufst du mit? Oder musst du zuerst alles für dich begriffen haben? Musst du zuerst alles für dich zurecht gebüschelt haben, dass du sagen kannst, jetzt passt es für mich. Jetzt kann ich Teil davon sein. Nee, du läufst einfach mit. Ich liebe die Geschichte von Bill Johnson. Er erzählt, wie sein Bruder einen Einsatz leitete, einen Straßeneinsatz. Und da hat er dann sein Team so in kleine Gruppen aufgeteilt und gesagt, okay, ihr geht zu dem Platz, ihr geht dort evangelisieren und betet für die Kranken und ihr geht dorthin. Und dann hat er auch noch einen Studenten erwischt, der eigentlich ein Passant war und hat gesagt, du bist Teil der Gruppe, du gehst mit ihnen. Und er war so, okay, gehe ich. Ist mitgelaufen, hat vom Glaube weder Tut und Blasen eine Ahnung gehabt, überhaupt ging einfach mit und die haben gesagt, ich habe den Eindruck, wie der Teamleiter, der Gruppenleiter gesagt, ich habe den Eindruck, wir sollen für die Person beten und jetzt gehen wir dorthin und legen der Person die Hände auf und der hat gesagt, okay, mache ich einfach, hat Hände aufgelegt, hat gesehen, wie die Person geheilt wurde, dann ging sie weiter und er ist einfach mitgelaufen, einfach getan, oh, machen wir mal. Ein paar Stunden später hat er sein Leben Jesus übergeben. Weil im Mitlaufen bist du Teil einer Erfolgsstory. Manchmal habe ich das Gefühl, wir überheben uns so sehr und haben das Gefühl, ich muss zuerst alles begriffen haben und erkennen. Du verpasst so viel. Ich glaube, es ist einer der demütigsten Ausdrücke für uns Christen, wenn wir begreifen, wir sind die Armee Gottes. Und wir marschieren einfach mal mit. Wir tun einfach das, was die Bibel sagt. Fühle ich mich danach? Puh. Habe ich es verstanden? Puh. Habe ich das Gefühl, das ist vielleicht für früher und nicht für jetzt? Die Kraft liegt in der Vollmacht von dem Wort, das der König der Könige gesprochen hat. Und wir setzen es einfach frei. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich habe etwas auf dem Herzen. Bevor ich überhaupt über Befehle predigen wollte, ich wusste, heute sollen wir für Kranke beten. Jetzt müsst ihr wissen, das ist nicht mein Metier. Aber es ist Gehorsam. Ich habe keine Heilungsschule. Ich kann nicht sagen, die und die und die und die und die Personen wurden durch mein Gebet geheilt. Ich bin einfach ein einfacher Soldat, der das Wort Gottes ernst nimmt. Wenn es heißt, wir sollen für Kranke beten, wir sollen ihnen die Hände auflegen, wir sollen sie freisprechen im Namen Jesu Christus. Und wenn du heute da bist, du zu Hause zuschaust oder hier im Gottesdienst bist und sagst, ich habe ein Leiden, ich nehme für etwas Medikamente. Es gibt etwas in meinem Leben, das mich hindert, körperlich oder auch psychisch, um irgendwie ganz zu sein, um mich voll entfalten zu können. Ich bin jetzt einfach gehorsam. Ich will heute beten. Und wenn du das bist, dann bitte ich dich. Du sagst, ich brauche heute eine Heilung. Dann bitte ich dich, einfach einen Schritt nach vorne zu machen.
sagen, ich habe etwas, wo ich Gottes Gnade brauche, sein Eingreifen. Ich lade euch ein, eure Hand aufs Herz zu legen. Ich lade euch ein, alle zusammen, dass wir einfach beten. Weil Gott hat gesagt, dass wir das tun sollen. Aber es hat Vollmacht. Ja, wir sprechen aus über jedem, das leidet. Wir danken dir, dass du willig bist, Heilung zu schenken. Es ist deine Idee. Es ist auch deine Verantwortung. Wir sprechen aus über jedem, das hier ist, online zuschaut, dass dein Heiliger Geist in dem Moment etwas tut, was mit dir zu tun hat, Gott. Dass du eingreifst. Gesundheit spreche ich euch zu. Dass Schmerzen schwinden. Dass Wiederherstellung geschieht. Im wunderbaren Namen Jesu, der alles überwunden hat. Herr, dein Reich kommt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.